Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein normaler Radlladen. Hallo, guten Morgen. Herr Lichtner. Grüß Gott, guten Tag. Und Reparatur? Ja. Jawohl. Dynamo, der etwas andere Fahrradservice. Unten bei den Festangestellten um Peter Zwetko geht es pünktlich zur neuen Saison schon hoch her. Als erstes eine Panne. Es ist Mittwoch, kurz nach 9. Das steht im Freier, das Radl, gell? Ja, also nein, normalerweise im Keller. Jetzt stand es jetzt eine Woche draußen. Bei dem Wetter fleißig im Keller stellen, gell? Schau. Hast du gesehen? Ne? Das ist aber runtergegangen. Aber Da haben sie ja die Stange geklaut. haben Sie nicht geglaubt? Schau schnell. Nein, ist schon drin. Schon gelöst. Mein Gott, ich wusste, dass es so einfach ist. Gemeinnützig bringt der Verein alte Räder wieder in Schwung. Ab Ende Februar, Anfang März wird es immer mehr. Bis zum Sommer hinein und dann haben wir schon Zeiten gehabt, da haben wir 4 Wochen Wartezeit gehabt. Herr Fischer, magst du eine Probefahrt? Okay. Und der Verein bringt Schwung ins Leben derer, die hier arbeiten. Wie Daniel Fischer. Der Monteur ist hörgeschädigt. Seinen Beruf lernte er hier. Also lassen Sie mal einen Check machen, dann ölen wir einer dies und machen wir einer alles. Ja, oder wir machen gleich einen Check. Können wir gleich machen. Ja, dann machen wir das Wollen doch Sie es nicht gleich. gleich brauchen, lassen Sie es da dann? Na, Okay. ja, ich habe extra einen Termin vereinbart. Oben kommt derweil Martin Lindner an. Im geschützten Bereich von Dynamo, der Recyclingwerkstatt. So, guten Morgen. Guten Morgen. Als erstes geht es für den ehemaligen Langzeitarbeitslosen an diesem Tag ins Lager. Ich bin jetzt das 4. Jahr dabei. Ist lang. Ja. Warum so lang? Ja, ich habe persönliche Probleme. Da sind wir dran am Arbeiten. Und ja, ich gehe gerne in die Arbeit, sagen wir mal so. Jetzt fahren wir in den Keller runter und da suche ich mir ein neues Radl aus. Es geht zu dem, was Martin Lindner das Schatzkästchen nennt. So, das ist unser Reich. Das Reich der ausrangierten Alträder. Das ist ein Wahnsinn hier. Wir arbeiten da voll mit so Hausmeistereien, Spenden. Viele Leute bringen es selber vorbei, einen alten Schrott, sage ich einmal. Ich habe zuletzt ein Mountainbike gemacht. So eins werde ich jetzt nicht machen. Ich glaube, ich werde das da vorne machen. Hoffe ich, dass ich es rauskriege. Der angelernte Monteursgehilfe will eine der Radleichen wieder zum Leben erwecken. Sonst bleiben vielleicht noch ein paar Ersatzteile für Liebhaber. Grob drüber. Licht geht auch noch. Herr Fischer, wie schaut's aus? Ah, ja, okay. Kette geölt, Ja. Räder zentriert. Eine Stunde später ist das Pannenrad schon auf Herz und Nieren geprüft. Bremszug Hab ich ausgebaut, geölt. Ja. Schaltzug. Der hat auch gemacht. Schaltzug geht jetzt leicht, gell? Dann magst du noch eine Probefahrt, Herr Fischer. Kein Problem. Gell? Also schaut's her. Ich bin schon seit 17 Jahren bei Dynamo, seit 18 im Grunde genommen, 18. Jahr. In seinem früheren Leben war Peter Zwetko einmal Autohändler, bis eine Psychose dieses Leben in Trümmer warf. Für zusätzlichen Stress sorgten aufgetürmte Steuerschulden. Schritt für Schritt begleiteten ihn die Sozialpädagogen dann in sein neues Leben zurück. Nach 8 Monaten bin ich da gestanden ohne Führerschein mit 400.000 Mark Schulden vom Finanzamt. Konto war gepfändet, meine Eigentumswohnung war gepfändet vom Finanzamt. War alles am Ende. Im Grunde genommen hätte er mich aufhängen sollen, auf Deutsch gesagt. Dann habe ich da als Fahrradmechanikerhelfer angefangen. Dann habe ich die Meisterschule gemacht, habe meinen Meisterberuf gemacht, habe meinen Meisterberuf abgelegt, da schon her. Und seitdem bin ich mit da und jetzt passt alles im Grunde genommen. Also ich kann mir nichts Besseres wünschen. Ich bin wieder im Leben und Oben geht es derweil erstmal ans Demontieren. Zerlegt es ziemlich schnell. Teile, die man noch brauchen kann, verbauen wir wieder. Zerlegen, recyceln. Also da legen wir Wert drauf, dass das alles sauber getrennt wird. Also ich will Radl bauen, die schnell verkauft werden. Ich mag die nicht wochenlang unten stehen sehen. Das ist mein Ehrgeiz. Jetzt fangen wir mal an. So, ich bin jetzt 53.
und habe zwar eigentlich viel gearbeitet, habe auch einen Facharbeiterbrief, 10 Jahre bei BMW gearbeitet und dann ist mir was dazwischen gekommen sozusagen. Die kommen zu uns, dann beobachten wir sie mal 6 Monate oder 7 Monate, bis sie sich anstellen, wie zuverlässig sie sind, ob auch der Wille da ist, ob sie suchtfrei haben oder irgend sowas, je nachdem, die haben alle eine Vorgeschichten. Und dann, wenn der Wille da ist, dann kriegen sie das Angebot für ihre Ausbildung und dann läuft es schon im Grunde genommen. Es geht um die zweite Chance. Für Menschen, die Drogen- oder psychische Probleme hatten oder vielleicht kriminell waren. Und im geschützten Raum der Werkstatt Lebenshilfe brauchen. Für andere Hersteller geht es so einfach. Für ein neues Selbstwertgefühl und eine neue Lebensstruktur. Im Idealfall winkt am Ende sogar ein Ausbildungsplatz, wie bei Iskender Beek. Am Anfang nimmt man ja wirklich nur Räder auseinander. Irgendwann kommt dann so diese erste Leiter oder Stufe. Man darf ein Rad auch wieder aufbauen und das ist am Anfang was furchtbar Aufregendes. Eine schöne Klingel. Ich habe nach meinem Abitur Physik studiert, habe mein Studium dann abgebrochen und hatte ein furchtbar aufregendes Leben als Rikscha-Fahrer, habe wirklich viel erlebt. Hatte aber andererseits den Nachteil gehabt, dass ich eben so gar keine Struktur, keinen festen Alltag mehr hatte. Bin ich auch eben in eine Depression reingerutscht, ne, die auch richtig ausgewachsen war. Also ich hatte einen Klinikaufenthalt 4 Wochen lang. Das war der Wendepunkt. Okay. So, Herr Lindner, sind schon fast fertig? Ja. Inzwischen ist es Nachmittag und das Altrad fast wieder wie neu. Bremsbeleg haben neu, gell? 4. Gabel ist auch in Ordnung, oder? Hat kein Spiel. Steuersatz. Haben Sie gut gemacht, Herr Lindner. Und wie wird es weitergehen? Ja, lang kann ich es nicht mehr machen, weil ich habe das ziemlich ausgeschöpft. Und irgendwann sagen die, erster Arbeitsmarkt. Und? Ja, da gibt es eine Hürde. Wenn ich der Chef hätte, hätten einstellen, wenn ich was dazu sagen hätte. Und schon stellt Martin Lindner das fertige Fahrrad draußen aus. Die Kundschaft wird darin eine ganz gewöhnliche Instandsetzung sehen. Für ihn ist es ein weiterer kleiner Schritt zurück ins normale Leben.